Warum braucht man Freunde? Gott hat uns soziale Menschen geschaffen. Und deswegen, was wir heute von meinem lieben Bruder Friede Peter gehört, 1. Mose 2,18, Gott hat gesehen. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch, der Adam alleine. Wir sind soziale geschaffen. Ich brauche mit jemand zu reden. Ich brauche mit jemand auch austauschen. Das Problem, wer ist dieser Person? Wer kann ich ihm Freund nennen? Was ist die Eigenschaften eines Freund? Kann ich ohne Freundschaft leben? Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 27, Vers 10, Sprüche, ich kann das auf Deutsch nicht auswendig, Sprüche 27, Vers 10. Ja. Deinen Freund und deines Vaters Freund verlasse nicht und gehe nicht ins Haus deines Bruders, wenn es dir übel geht. Denn ein Nachbar oder ein Freund in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Ein Freund, ein treuer Freund macht das Leben leichter. Ein treuer Freund trägt mit. Manchmal man ist total beladen und braucht das werfen. Aber ich brauche die richtige Person, der zu mir hören. Ein Freund. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 15 und Vers 15. Jesus sagte zu seiner Jünger, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Das Wort Freund ist ein heiliges Wort. Heiliges Wort. Freunde, der Mann und seine Freunde, wenn wir sagen der Mann, ich rede von einer vernünftigen Person. Wir haben heute gehört, das ist kein Kind, das ist kein Jung, noch klein, ein Mann. Sein Besitz haben wir heute gesprochen und heute sprechen wir über seine Freunde. Großer Unterschied, ja? Freund und Freundin. Ja, seine Freunde, Jonathan aber und David. Der Name Jonathan hat verschiedene Bedeutungen. Einer, die ist näher zu meinem Herzen, heißt der gibt. Einer, der gibt. Geben. David, der Name David heißt der Geliebter. Der Geliebter und einer, der gibt. Jonathan aber. Das Wort aber hier heißt, das ist etwas anderes als normalerweise. Normalerweise ein Freund, der erwartet auf noch zu nehmen, zu haben. Aber hier ist ein Beispiel. Alle Leute denken in einer Gesellschaft, was ich von dir nehmen kann. Aber der beste und der erste und vollkommene Beispiel ist der Herr Jesus Christus, unser Freund. Der hat alles gegeben. Hat er von uns nur genommen, unser Missetat, hat es auf ihm getragen. Ein Freund, da gibt es keinen anderen, gibt es keinen zweiten. Er hat von uns nur diese Stiche, diese Wunde gehabt. Das ist die einzige Sache, die Jesus mitnimmt zum Himmel, die Wunde, die in seine Hände von uns. Machte einen Bund. Mit einem Freund wird ein Bund geschlossen. Miteinander.
denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Ist das übertrieben? Kann das passieren? Hast du im Leben einen Freund, wo du ihn liebst wie deine Seele selbst? Wir waren 4 junge Leute, haben alle unsere Jugendzeit zusammen gehabt. Wir waren nicht verheiratet, wir hatten zusammen gegessen, wir haben Dienst zusammen. Wir sind im Sommer 3 Monate in Sommerschule, von Dorf zu Dorf haben wir evangelisiert, Kinderwochen gemacht, zusammen gegessen, zusammen gereist, zusammen. Und dieser Kontakt ist bis heute fest stark geblieben. Der Grund dafür, obwohl wir sind 4 verschiedene Charakter, 4 verschiedene Gedanken, aber eine Säule hat uns zusammen verbunden. Das war der Herr Jesus Christus. Wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen einander vergeben, wenn etwas passiert. Wenn der Herr in die Mitte, zwischen dieser, da wird jeder Jonathan und der andere wird David. Wenn der Herr in die Mitte ist, wenn diese Liebe gebaut, wenn diese Freundschaft gebaut, auf die Treue und auf der Herr Jesus Christus, er ist der Einzige, der diese Verwandtschaft hält und versichert. Sonst 2 Jahre hat er jemand kennengelernt und danach vergessen. Irgendwo in dem Militär hat er jemand und es war mit Monaten vergessen. In die Uni-Zeit hatte man Freundschaft und vergessen. Aber die Freundschaft, die an dem Herr Jesus Christus gebaut ist, und deswegen als Männer, als christliche Männer, müssen wir genau, mit wem gehe ich unterwegs? Mit wem verbrachte ich meine Zeit? Zu wem lade ich ab meine Sorge? Jemand, der hatte dieselbe Basis, dieselbe Gedanken, derselbe Hoffnung. 1. Korinther 15, 33, lasst euch nicht erführen. In Arabisch steht, führt euch selbst nicht in Führung. Das mache ich selbst. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Eine Apfel, die schlecht ist, die faul ist, mitten in 1 Kilo Apfel. Nach ein paar Tagen, die 4 oder 5 Stück, verbessern nicht diese schlechte. Aber diese schlechte kann die alle anderen verderben. Ein Freund kommt in eine Gruppe und fängt an, faule Rede zu sagen, faule Witze zu erzählen. Fängt an, ein bisschen komische Sachen in die Gruppe reinzubringen. Über schlechte Filme reden und so weiter und so fort. Unsere Ohren werden wie eine Mülleimer sammelt und was ich gehört habe, überlege ich das und irgendwann kommt das Wort von mir. Freunde kommen aus Verwandtschaft oder Gesellschaft oder Gemeinde. Das ist 3 verschiedene Quellen, wo ich für Freunde habe. Von Verwandtschaft müssen wir als Gottes Kinder eine Grenze setzen. Es gibt bei manchen Familien eine sehr alte Probleme und diese Probleme ist Generation nach Generation weiter wird geerbt. Und die Kinder und die Cousinen, die vertragen sich nicht, weil die Vorfahren haben Probleme
weil einer hat keine Grenze gesetzt. In die Verwandtschaft, in deine große Familie. Als Gottes Kind, als Christ musst du eine Grenze setzen. Sonst, der Feind findet den Weg und verdirbt die ganze Beziehung. Irgendwann kann ich nicht in die Familie etwas von Jesus reden. Oder in einem großen Geburtstag von jemandem in die Familie kommen die ganze Verwandtschaft und ich kann nicht von der Bibel etwas sagen. Weil ich habe am Anfang keine Grenze gebaut, keine Grenze gesetzt. Grenze in was? In dem Reden? In dem Reden. Wie oft man ist eingeladen in einer Geburtstag oder 50 Hochzeit oder 25 Hochzeit oder ich weiß nicht was, ist die ganze Familie zusammengekommen und da hat ein Wort von hier und ein Wort von hier. Was soll ich tun? Ich darf nicht meine Hände so die ganze Zeit, das mache ich nicht. Aber ich darf auch nicht mitmachen. Unter der Motto, man soll auch nicht ganz zu, versuch mal sie zu lockern, dass die wissen, die Christen nicht verschlossen, Gesellschaft und so weiter und so fort. Ich muss meine Grenze finden. Meine Grenze finden. In die Reden. In die Beziehungen. In die Beziehungen. Mein Cousin oder meine Cousine, meine Tante oder mein Onkel oder die Tochter meiner, ich weiß nicht was oder so. Baue Grenze. Wir sind die Menschen. Und wenn einer Fehler passiert, mitten unter die Familie, das wird nie repariert. Ich rede von der Seelsorge, die ich gehört habe, wie einer hatte ein Kind etwas getan und die ganze Familie ist verdorben. Da gibt es überhaupt keine Beziehung mehr. Die treffen sich nicht. Grenze. In die Familie. Wenn ich meine Familie zu Jesus gewinnen will, wenn ich möchte die Verheißung in Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus Christus, werdest du und deine Familie gerettet, da musst du von Anfang an eine Grenze bauen. Am Anfang denken die, dass du bist ein Verschlossener. Du bist sehr fromm. Du bist, aber glaube mir, bitte glaube mir, eines Tages, die kommen zu dir persönlich und sagen, wir brauchen deine Hilfe. Die finden, du bist etwas anderes. Du hast ein Power. Du hast innerer Frieden. Du bist stabil. Wir sind kein Propheten, wir sind kein Engel, wir sind kein Besserer als der andere, aber wir haben Macht. Diese Macht hatten wir gehabt in Johannes 1,12 von dem Herrn. Ich habe diese Macht. Macht in meinen Reden, Macht in meinen Augen, Macht in meinen Gedanken, nach Macht. Dass niemand so weit geht und seinen Brüdern in dieser Angelegenheit übervorteilt. Die Bibel spricht mit sehr hohen, intelligenten, sauberen, höflichen Worten. Besser als das gibt es nicht. Lies mal den Zusammenhang von dieser Geschichte. Es gibt eine Grenze und niemand zu weit geht. Wie diese Ampel, die rote Ampel uns gibt auf die Straße, eine weiße Streife. Ich darf nicht diese Linie übertreten. Mache für dich eine Grenze. Wenn in die Familie keine Grenze gibt und jeder lebt, jeder und so weiter und so fort, mache für dich eine Grenze. Lass dich eine Zukunftsvision haben, dass ich diese Familie
zu dem Herrn gewinnen. Ich verbitte mich selbst, weil ich habe eine Zukunft der Vision hinter dieser Frau und dieser Mann oder dieser Ehepaar. In einer Familie hatte jemand außer die Gesellschaft, außer die Verwandtschaft, der kommt und schneidet im Garten, schneidet die Rasenmähren und so weiter und so fort. Und weil er von der Verwandtschaft durfte er jederzeit kommen. Nach 3-4 Mal hat er mit der Frau, die Ehefrau, Kontakte gebaut und die beiden sind zusammengegangen. Ein Haus, Vater mit 2 Kindern, sehr berühmter Arzt. Die Frau ist weg mit ihrer Verwandten und sind zusammen. Was ist passiert? Da war er nicht wach. Die beten nicht zusammen. Das Haus ist einfach so offen. Die Vertrauen hatte großer Riss. Baue eine Grenze mit deiner Verwandtschaft, um diese Familie irgendwann. Von Gottes Wort kannst du etwas erzählen. Oder kannst du denen helfen, wenn die Schwierigkeit haben. Freunde in der Gesellschaft. Ich muss aufpassen, mit wem befreunde ich mich. Ich bin Gottes Kind, aber in Arbeit habe ich Freunde. Wir sitzen, wir trinken Tasse Kaffee zusammen oder hier oder hin. Es gibt manche Eigenschaften. Nummer 1, kein Einfluss, niemande Menschen. Wenn einer, der versucht, mich zu beeinflussen, da muss ich gut aufpassen. Wir sind die Gottes Kinder, wie Lamm unter Wölfe oder Füchse. Du weißt nicht, wie jemand in der Welt denkt, wie er überlegt. Deswegen, wenn jemand versucht, mich beeinflussen, muss ich genau wissen, nein, das ist keine Freundschaft. Das ist ein Diktator und der sucht Macht und der nimmt mich unter seinen Arm. Da bin ich nicht. Du musst klug sein und wissen, Menschen, die mich akzeptieren, wie ich bin, versuch mich nicht zum Wechsel zu ändern. Ich versuche, von meiner Glaube etwas zu erzählen. Es soll das hören. Keine ausnutzende Menschen. Das wäre keine Freundschaft. Freundschaft ist total andere. Aber ein Freund, der immer dich ausnutzt, Zeit, Geld, Kraft und so weiter und so fort, da musst du genau aufpassen. Hilfsbereit Menschen, nicht selfish, nicht Egoist. Menschen, die meine Entschuldigung akzeptieren. Wir sind Menschen, wir sind kein Vollkommen. Bestimmt habe ich Fehler. Aber wenn ich einen Freund und versuche, mich zu entschuldigen und die gibt mir keine Chance, das ist kein Freund. Das wäre wie ein Richter und ein Angeklagter. Aber ein Freund soll akzeptieren meine Entschuldigung. Menschen, die in der Notzeit haben. Das ist der Freund. Das ist der Freund. Menschen, die zuhören Und das ist Leute, die opfern Zeit und die Kraft. Wenn ich jetzt unter Druck bin und sage ich, dass dieser Bruder so ist mein Freund. Und danach rufe ich ihn an und sage, bitte komm, bring mit dir etwas Zeit. Und dann fange ich an zu abladen. Danach sagt, ja, Elia, bitte. Ich habe genug und es geht nicht mehr. Ich entschuldige mich. Rede mal etwas anderes. Oder ich brauche einen Freund, der hat
diese Möglichkeit, mir zu hören. Menschen, die mich nicht belügen. Ein guter Freund darf nicht seinen Freund belügen. Belügen unter egal welcher Grund. Jemand kann mich korrigiert, richtig, in positives Weg, konstruktiv Kritiker. Kann mich korrigieren, ja, Elia, das war falsch. Ich finde, das ist nicht gut und so weiter und so fort. Und ich soll auch das mit vollem Respekt akzeptieren. Nummer 10, Menschen, die Geheimnisse für sich behalten. Ein Freund soll meine Geheimnisse behalten. Wenn du guckst, ganz schnell, Augenblick auf diese 10 Punkte. Vielleicht sagt jemand, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Gibt keiner, der hat diese 10. Da fehlt einer, 2, 3 oder fehlen 9 oder fehlen die 10. Und deswegen mag ich, lieber Bruder, dieses Lied. Welcher Freund ist Jesus? Welcher? Welcher ein Freund ist unser Jesus? Freund, welcher ein Freund ist unser Jesus? Guck mal hier. Guck mal hier. Und deswegen gut, dass ich einen Freund habe, ein Mensch, aber es wäre besser, wenn ich komme mit aller meiner Missetat, ich komme mit alles, was mich stört, zu Jesus. Nehme ich Zeit, rede ganz tief mit ihm. Ich bin nicht dagegen, dass ich einen Mentor habe, ein Seelsorger. Aber das ist nicht das Alternative von dem Herrn Jesus Christus. Ich komme an Freunde in der Gemeinde. Manchmal denken, dass das Beste, was es gibt. Es gibt Eigenschaften, wir hören so viele in jeder Gemeinde. Wir gehen zur Gemeinde nicht nochmal. Das alles, was ich von der Gemeinde gehabt habe. Sei dieser Bruder als Freund gehabt, haben wir so große Schaden. Warum verbinde ich die Personen mit einer Gemeinde, die hat eine Vision und hat einen Dienst und hat. Habe ich der Herr gefragt, bevor ich diese Freundschaft schließe, habe ich mir Zeit gegeben, bevor ich diesen Bruder als fester Freund nehme? Oder war ich so schnell, habe ich dieser Mann zu mir nach Hause gegeben? Und danach sind wir umgetauscht. Und wir sind in einer Partnerschaft, in einer Firma oder etwas zusammen gemacht. Und danach die Arbeit ist Verlust. Danach haben wir Probleme zusammen. Und sagt die Gemeinde, nein, die Gemeinde hat keine Schuld. Aber vielleicht ich war so schnell oder ich habe nicht richtig gut überlegt. Ich habe mir keine Zeit gegeben. Ein Freund aus der Gemeinde muss wiedergeboren. Die Gemeinde kommen am Sonntag 500 Leute. Sind die alle wiedergeboren? Nein. Ich war in einer Gemeinde irgendwo, das war ihre Adresse, wo. In dieser Gemeinde, nach dem Gottesdienst, wir waren im Himmel. Im Himmel, in die Lieder und Gottes Wort war schön. Danach habe ich gesagt, mein Zug fährt nach 4 Stunden. Ich habe 4 Stunden Zeit. Wenn jemand will, dass ich mit ihm bete, ich sitze ganz hinten. Und da saßen 7, 8 Leute. Und danach kamen die eine nach dem anderen. Jeder hatte falsche Beziehungen in die Gemeinde. In die Gemeinde. Ein verheiratet und der hat eine Beziehung mit Frau. Frau, die ist verheiratet, hat eine Beziehung mit Mann. Ein, der hat Probleme mit seiner Frau, aber hat mit einer Frau, die Klavier spielt, eine Beziehung. Und so weiter. In die Gemeinde. Wenn du siehst, wie die bei dem Lieder, bei Lob und Preis, da waren wir plötzlich gehen zum Himmel. Pass auf, es muss wiedergeboren. Was heißt wiedergeboren? Das heißt Leben nach Kolosser 2,6.
Wenn einer lebt und sagt, ich bin wiedergeboren, ich habe Jesus gefunden, ich gucke mal durch diesen Spiegel. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Ich kann sagen, ich bin wiedergeboren. Aber lebe ich in Epheser Kapitel 5, in Vers 2, Vers 8, in Vers 2, Epheser Kapitel 5, in Vers 2, Vers 8 und Vers 15. In Vers 2, und wandelt in der Liebe. In Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Alles klar, im Licht. Nichts verborgen oder nichts versteckt. In Vers 15, ich glaube 15, ja, so sieht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt. Wandelt als Weise. Wenn so einer wiedergeboren und so wandelt, das gibt mir Ruhe. Wir können wirklich als Freunde sein. Vertrauenswürdig. Vergebende. Aber einer, der voll mit Bitterkeit. Was heißt wiedergeboren? Vernünftig gemäß Römer 12, 1b. Eigentlich Römer 12, die ganze Kapitel. Ich sage, das ist die Christentum in einer Kapitel. Römer 12. Wenn du Zeit hast, bitte zu Hause. Lies mal Römer 12. Ich finde Römer 12, das ist wie ein Spiegel. Und ich gucke in diesen Spiegel und der Herr redet zu mir, was fehlt bei mir? Was fehlt bei mir? Römer 12, 1b. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. In meiner Muttersprache Lob und Preis mit vernünftiger Weg. Das heißt, pass auf von falscher Lehre. Ich rede nicht hier von einer Gemeinde oder von einer Gruppe, aber pass auf, wenn ich jetzt einen Freund in die Gemeinde habe und der fängt an mit mir, der Herr hat mir gezeigt, okay? Gott hat zu mir gesagt und danach sagte er Sachen, die nicht vernünftig ist. Ja, aber der Herr hat zu ihm gesagt. So, was soll ich sagen, wenn der Herr hat zu ihm gesagt? Da muss ich genau wissen, ob dieser Mensch vernünftig in seiner Reden, in seiner Gedanken, in seiner Lehre. Gott hat uns dieser Verstand gegeben. Und der Heilige Geist lebt in uns. Und das muss passen zusammen. Aber wenn jemand kommt zu mir mit einer Lehre, mit einer Gedanken, mit einer Idee, die passt nicht mit meinem Verstand als Gotteskind, da muss ich aufpassen. Christ, das kann sein, ein Christ, aber was für Christ? Fleißig wie in Römer 12, 11. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennende im Geist, dient dem Herrn. Ich brauche einen Bruder, einen Freund, der mich unterstützt. Wenn ich falle, werde mir helfen, unterstützen im Gebet. Ich bin zum Glauben gekommen am 1967, im Sommer, wie dieser Zeit, war im August. Und ein medizinischer Student hat geopfert seiner Zeit, ein christlicher medizinischer Student in Ägypten. Das ist eine sehr, sehr harte Situation. Aber er hat mir geholfen. Jede Woche 2-mal saß dieser Bruder mit mir und hat mir geholfen, die Bibel zu verstehen, zu erklären. Und ich komme mit meiner Frage zu ihm. Das war wie ein geistlicher Vater zu mir. Und er hat immer mir gesagt,
Du sollst beten, brenne, deinem Herzen soll brennen für den Herrn. Aber ich habe das in ihm gesehen. Er war nicht nur bla bla, nein, ich habe das gesehen. Das ist mein Freund, der mir hilft. Anderer Freund hat immer gesagt, Elia, hast du die Bibel heute gelesen? Einmal habe ich diesen Bruder in einem Garten gesehen und ich sagte, ja, jetzt werde ich mich fragen, da bin ich total in andere Gasse gegangen, weil ich hatte die Bibel nicht gelesen. Immer fragt, ja, wie geht's dir? Was hast du heute gelesen? Ich will nicht lügen und die Wahrheit kann ich nicht auch sagen. Da bin ich immer weggegangen von ihm. Das sind mein Freund, der immer ermutigt in die positive Richtung. Weise Menschen, jemand, der weise ist, kann ich zu ihm sagen, er kann überlegen, denken, bevor er schnell Antworten geben. Es gibt positive und negative Beispiele in der Bibel, das nehme ich langsam. Positive Beispiele für eine Freundschaft. 1. Samuel 18,1, David und Jonathan. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden. Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Was für ein Freund ist das? Wer ist besser für mich? Mein echter Bruder im Herrn oder mein Vater? Das ist eine Situation, die ist nicht einfach. Wir lesen die Bibel, weil wir wissen schon die Geschichten. Aber überleg mal, wenn mein Vater nicht Christ und mein Freund ist wiedergeborener Christ und mein Vater akzeptiert meinen Freund nicht, was soll ich tun? Das war nicht einfach für Jonathan. Das war eine riesengroße Herausforderung. Aber ein Gottesmann hat sich entschieden, im Licht weiterzugehen. Lies mal bitte diese Geschichte zu Hause. Was hat Jonathan gegeben? Er hat das Leben gerettet für David. Er hat ihm unterstützt, er hat ihm geholfen. Und David hat das nicht vergessen. Als Jonathan gestorben, David hat gesucht überall, jemand von dem Haus Saul, um etwas Gutes zu tun. Und da hat er ein Kind gefunden, der hängte, der war verletzt im Krieg. Und die haben diese, heißt Mephibosheth, gebracht. Und da hat er zu ihm gesagt, um deinen Vater Jonathan will ich dir etwas Gutes tun. Hat er nicht vergessen. Jonathan war gestorben, aber die Liebe bleibt. Jonathan ist gestorben, aber dieser Bund ist geblieben. Negativer Beispiel für eine Freundschaft. Und das Wort Freundschaft hier eigentlich passt nicht. Das ist keine Freundschaft. Samuel, er ist 2. Samuel 15, 21. Warum nehme ich dieses Beispiel? Weil es dieselbe Person David. Derselbe Person David sagte hier, als man aber David berichtet, dass auch Ahitophel mit Absalom verschworen war, sprach David, Herr, mache doch den Rat Ahitophels zur Torheit. David, der hat genossen die Gemeinschaft mit Jonathan. Und was heißt Freundschaft? Hat ein anderer Mann genommen als sein Ratgeber, sein Mentor, sein Seelsorger, Ahitophel. Und da hat er alles zu ihm gesagt. Aber er hat nicht eine Chance für sich selbst gegeben, ob diese Person würdig ist. Manchmal sitzt du mit jemand einfach in die Gemeinde und fängst du deine Probleme oder Eheprobleme oder eine Fehler oder Sünde, wo du leidest unter oder so.
Und plötzlich diese Person redet davon raus. Ahitophel ist gegangen zu der Feind von David. Und da hat er dort eine Freundschaft. Hier Freundschaft, hier Freundschaft. Eigentlich, das ist Feindschaft und das ist Feindschaft. Das Freundschaft kann man nicht hier lesen. Pass auf. David, der König, David, der von Gott eingesalbt. David, du bist Gottes Kind. Pass auf, mit wem befreundest du dich? Freunde, von denen wir fliehen müssen. Nummer 1, in Römer Kapitel 16, Vers 17. Von solcher Freund muss ich mich weggehen. Menschen, die Unruhe machen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Meidet sie. Heißt nicht, diese Leute hassen sie, steht nicht hassen. Ein Gotteskind darf niemand hassen. Aber meidet sie. Ja, kommt jemand und redet über die Mission. Das ist eine Sekte. Die sind so. Eine Frau in einmal hier im Sonntag sagte zu mir, das sind die Zionisten. Das ist keine Christin, die sind Zionisten. Und so weiter und so. Da werdest du so viel hören. Auf diese Situation musst du aufpassen. Ich verteidige nicht eine Mission oder eine Gemeinde oder eine Gruppe. Aber ich sage zu dir, da redet hier über die Lehre. Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Da gibt es manchmal Leute, die machen Unruhe. 3, 4, die wollen zusammen beten. Wann? Am Sonntag 10 Uhr. In der Zeit, wo die Gemeinde sich sammelt, sammeln die dich nach 3, 4 oder 15 Kilometern und machen, was heißt das? Ist das nicht eine Art von Rebellion? Viele, die akzeptieren System und Vorstand nicht. Aber der Herr hatte einen Vorstand, heißt Petrus, Jakobus und Johannes. Das war die Vorstand. Und die ganz 12 Jünger waren immer die Mitglieder. Aber noch in 2. Timotheus 3,5. Menschen, die Heuchler sind. In die Gemeinde kann sein. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Von solcher wende dich ab. Was heißt wende dich? Ich hasse die nicht, aber ich wende mich ab. Das erbaut mich nicht. Das ermutigt mich nicht. Es gibt aber letztes Beispiel, Freunde, von denen wir fliehen müssen, Menschen, die ungehorsam, rebellische sind. Titus 3,10. Einen sektierischen Mensch weise nach ein und zu vielmaliger Schreibweisung ab. Liest du das bitte, Jonathan? Einen sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab. Einmal, zweimal, die Gemeinde saß mit dieser Person und sie hat gesagt, so geht nicht. Aber es gibt keinen Gehorsam. Du musst der Rebellion, pass auf. Pass auf. Das ist wie eine Welle, die nimmt man und die sieht man nach unten. Wird man gesungen. Pass auf. Wenn ein Mann oder ein Bruder einmal, zweimal von der Gemeinde ermahnen ist, mit voller Liebe und Respekt, aber akzeptiert das nicht, pass auf, weil dieser Geist kann kommen mehr und mehr in dir, aber auch in mir.
Dieser Bibelvers möchte ich als Motto für uns alle mitzugeben. Wer viele Freunde hat, zerstört sich selbst. Aber es gibt einen Freund, der hinhänglicher ist als ein Bruder. Und das finde ich passt sehr gut über den Herr Jesus Christus. Sprüche 18,24. Nimm mal das mit. Und als Geschenk für uns alle heute zum Schluss. Es gibt ein Kapitel in die Bibel. Zum Schluss, wir hören dieser Kapitel. Das wäre mein Schlussgebet. Dann kommt Bruder Jonathan hier zum Kanzel. Wir hören 2. Timotheus Brief, Kapitel 2. Vielen Dank. Kapitel 2 Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch an die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Widrigkeiten erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort: Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir erdulden, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit, und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen, und so den Glauben etlicher Leute umstürzen. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, standhaft im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen.